다대량 도마대 남에게 상관올이야. Zuallererst möchte ich euch allen meine Wünsche für Wohlsein übermitteln. 알았어. Könnt ihr mich alle hören? 다들인데 파마대짐에 지지 닝아와치가래. So, heute ist der 5. Tag dieses Frühlingsdharmas Ayakshema. Ich möchte mit euch heute über das Folgende sprechen. Aus der Lebens- und Befreiungsgeschichte von Mikhail Dorje. Es ist die 13. gute Tat. Und gemäß der Gliederung, wie sie übermittelt ist von seinem Diener Sanjay Paltrup, hat es die Unterteilung in Bodhicitta, an dem täuschenden Anschein der Welt orientiert. Und darin gibt es wiederum zwei Teile, nämlich diejenige, wie sich man in gesammeltem Ruhen übt und wie man sich auf dem Weg übt. Und im Nachempfinden, und mit diesem Nachempfinden sind wiederum 10 verschiedene Punkte, die damit zu tun haben, wie man Widrigkeiten als den Übungsweg selbst begreift. Dafür habe ich die ersten beiden bereits behandelt. Und jetzt kommen wir zu dem dritten, nämlich wie man Sprache als Übungsweg verwendet. Und der entsprechende Vers dazu heißt: Um raumesweit für alle Wohl und Freude zu erwirken, habe ich, was jetzt zu tun und lassen ist, in Poesie gekleidet. Was mich und andere in Verwirrung stürzt mit harten Worten, wie könnte ich diese jemals irgendwo und wann aussprechen? Auch dies scheint mir meine gute Tat. So, da gibt es noch eine Anmerkung dazu. Das heißt, dass dies erhabene Rede genannt ist. Wenn man von früheren Zeiten bis auf den heutigen Tag gibt es viele Leute, die benannt werden, dass sie solche seien, die den Weg des Dharma üben, und ihre Hauptverantwortlichkeit besteht darin, die Augen aller Lebewesen für das zu öffnen, was wirklich zu tun und zu lassen ist. Und das ist wichtig zu verstehen, was zu tun ist, im guten Sinne, gute Taten, die zu tun sind, und die anderen, die zu lassen sind, Körper, Sprache und Bewusstsein. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man versteht, was wirklich die Darlegung von dem ist, was eine gute Tat ist, was ist hilfreich zu tun ist. Und solche Wesen wären welche, die jemand darauf hinweisen, die den Augen dafür öffnen. Und wie man sie auch nennen müsste, solche sind Lamas oder Gurus genannt, oder solche, die Dharma-Übende sein. Und dann aber bei jenen festzustellen wäre, dass ihr Verhalten in Körpersprache und Bewusstsein nicht in irgendeinem der Vinaya, der 3 Arten von Jhanas oder Wegen aufkommt. Sie sind nicht im Einklang mit den Sutras und sie sind im Widerspruch zum Abhidharma. Was sie tatsächlich tun, ist, dass sie mit täuschender Rede etwas vorgeben und sie versuchen, ihre Fehler zu verbergen und sie als Qualitäten auszugeben. Und sie stellen allerlei Dinge an. Da, wo sie Fehler haben, versuchen sie, diese als
Qualitäten selbst darzustellen und geben vor, dass es eine unglaubliche Wichtigkeit ist, für Dinge zu tun, die eigentlich völlig nutzlos sind. Und auf diese Weise bringen sie Schaden über sich selbst und andere. Sie glauben aber, dass dies ein großer Nutzen sei. Das, was sie selbst und andere verletzt und ihnen schadet, erklären sie, als dass es tatsächlich hilfreich und nützlich wäre. So sind sie tatsächlich verstrickt in die finstere Dummheit oder Dunkelheit der Unbewusstheit und sie sind völlig verwirrt über das, was zu tun und zu lassen ist für dieses und für auch die zukünftigen Leben und haben ein grundlegendes Missverständnis über das, was zu tun und zu lassen ist. Und viele von denen, die aber mit großenartigen Namen bekannt und berühmt sind, geben vor, dass sie das tatsächlich so meinen. Es ist also nicht so, dass man das Gefühl hat, dass sie lügen. Und wenn da jemand kommt, der dieselben Ansichten teilt wie sie, dann sind sie darüber hoch erfreut. Wenn andere ihn praktisch mit ihren Einsichten übereinstimmen, dann ist das ein Anlass von großer Freude für sie. Und dann preisen sie sich gegenseitig. Du bist großartig in deinem Körper, Sprache und Bewusstsein, völlig im Einklang mit dem Vinaya. Du hast den Bodhicitta verwirklicht und so weiter. Und so auf diese Weise preisen sie sich gegenseitig, um ihren eigenen Ruhm zu vermehren. Dein Verhalten ist großartig, bringt großen Nutzen, Bodhicitta und die verschiedenen Aspekte des Freiwerdens durch den verborgenen Mantra und deine Sicht ist weit und offen und deine Übung ist großartig und stabil und deine Intelligenz ist weitreichend und tiefgründig und so weiter. So verwirren sie sich selbst und andere. Ein großartiger Akt der Selbsttäuschung. Dann sagen sie, wenn jemand sagt, das ist nicht in Einklang mit dem Lehren des Buddhas, wenn so jemand, der darüber Bescheid weiß, daherkommt und sagt, das stimmt aber nicht, das steht so nicht in den Lehren des Buddhas, sagt er, nein, das hast du falsch verstanden, das ist nur die hinführende Bedeutung, die der Buddha als vorübergehend gelehrt hat, aber eigentlich ist es anders. Und so dehnen sie und biegen sie das Wort des Buddha in all die Richtungen, die sie brauchen, um mit ihren eigenen Einsichten übereinzustimmen. Wir sagen dann auch, die Worte des Buddhas sind in jener damaligen Zeit genannt worden und heutzutage kann man das so nicht wörtlich nehmen, das muss heute anders gehandhabt werden. So, heute muss man üben, indem man sich an die Worte des Guru hält und so weiter. Und das ist alles nur, damit sie alle andere, die ihnen Glauben schenken, in die falsche Richtung leiten. Sie sagen, das ist nicht nötig, dass du dir Gedanken mal darüber machst, es ist wichtig nur, dass du dich an die Anweisung deines Lehrers hältst. Und so gebärden sie sich sehr wortreich und einprägsam. Und tatsächlich leiten sie aber jene, die ihnen Glauben schenken, auf den falschen Weg. Jemand in jener Zeit war jemand, der wie Mitgeldeutsche, aber auch von ganz anderer Art. Ihm fehlte auch die kleinste Regung und Absicht, andere zu hintergehen oder zu täuschen.
Was er dachte war, wenn die alle falschen Dharma lehren und Leute auf den falschen Weg leiten, was nicht zur Befreiung und Allwissenheit führt, dann gibt es nichts Schlimmeres als eine solche falsche Rede, nichts, was schwerer wiegt als jenes Lügen oder jene Unwahrheit, die falschen Dharma lehrt. Und solche, die die Möglichkeit aber hatten, die Begabung dafür, für höhere Lebenszustände zu erreichen oder wahre Exzellenz, ihre Großartigkeit, Befreiung zu erlangen, dann solche, die so begabt waren. Und was er für sie getan hat, war, hat er die makellosen Worte des Buddhas, so wie es in den Schriften enthalten ist, gelehrt. Und grundsätzlich hat er in erster Linie sich an die makellosen Worte des Buddha selbst gehalten. Aber es gab einige Leute, wo andere das nicht verstehen konnten und er hat das Gefühl, dass sie den tatsächlichen Sinn nicht verstehen können. Dann hat er das in lustige Geschichten gekleidet oder in andere Anekdoten, die Leute zum Lachen bringen sollten und gleichzeitig ein Verständnis des Dharmas übermittelt. Und manchmal, wenn andere da ein gewisses Problem hatten oder bestimmte falsche Angewohnheiten, dann hat er auch diese in solche Geschichten gekleidet und so in scherzhaft darauf hingewiesen. Seine Art und Weise. Da, wo es möglich war, mit ganz gewöhnlicher Weise darüber zu sprechen und einfach sich auszutauschen, die Dinge direkt zu sagen, hat er genau so auch das gesagt und gesprochen. Kurz, würde er sagen. Er hat immer den Wunsch, anderen zu helfen. Das kann ich tun, um anderen wirklich voranzubringen. Er hat dieses makellose Ansinnen und die Absicht, die Worte des Buddha, den Dharma, die anderen zu übermitteln. Und da, wo ein Fehler war, hat er diesen Fehler auch beim Namen genannt. Und wenn da irgendeine Vorzug war, eine Qualität, dann hat er sie auch beim Namen genannt. Er hat das, was gut ist, wie gut genannt und was nicht so gut war, eben auch als schlecht mit diesem schlecht bezeichnet. Und nicht nur im Sinne von Dharma, sondern auch in weltlicher Hinsicht, wenn da irgendwelche Missverständnisse waren, dann hat er immer direkt genau alles benannt und aufgezeigt. Und hat jeweils immer das, was er auch darüber dachte, mit anderen geteilt. In dieser Weise hat Michi Dorje ganz direkt und offen gesprochen. Was immer er als Fehler sah, hat er auch als Fehler benannt. Und weil er so direkt sich auszudrücken verstand, nicht nur im Dharma-Zusammenhang, sondern auch in jedem anderen Situation, da wo er ein Missverständnis oder ein Irrtum sah, hat er darauf hingewiesen. Er hat so direkt sich über Fehler und Vorzüge ausgelassen, dass Leute sehr vielfach ihre Fehler direkt erkennen konnten. Solche Schüler mit der richtigen Auffassungsfähigkeit waren dazu in der Lage, ihre Fehler aufzugeben und auch ihre Gewohnheiten zu ändern, in guten Handlungen sich zu üben und
sich von schlechten, falschen Lehrern oder falschen Ansichten zu lösen und haben es verstanden, dann all diese nicht hilfreichen Handlungen und Ansichten ablegen zu können. Sie konnten deshalb dann auch den Unterschied zu erkennen, was die Eigenschaften einer Person ist und was der eigentliche Dharma-Information bedeutet und die Kernpunkte von Dharma-Erklärungen, von befreiender Information verstehen und solcher Art auf dem Weg, auf dem eigenen Weg sich weiterentwickeln. Und sie haben sich deshalb weiterentwickeln können, weil sie die Gründe dafür erkannten, wie eine solche Entwicklung sich vollzieht. Es war deshalb nicht mehr für sie eine Gefahr, von irgendwelchen falschen Lehrern oder Lehren, falschen Schlussfolgerungen oder anderen getäuscht zu werden. Aus diesem Grund war Mingyur Dorje in seiner Art und Weise, wie er sprach und lehrte, sehr direkt, dass er einmal Fehler als Fehler bezeichnet hat, entweder auf direkte Weise oder eben auch auf eine indirekte Weise, manchmal um andere auf diese Fehler hinzuweisen und sie zu kritisieren, das in Form von scherzhaften Geschichten hat vortragen können. So dass die anderen den Hauptpunkt daran verstehen, das wirklich zu verstehen, dass sie Fehler als Fehler erkennen und nicht Fehler als Qualitäten ausgeben. Man könnte sagen, er war in keiner Weise zurückhaltend in dem, was er dachte, das auch in Worten Ausdruck zu verleihen. Und weil er sich so verhielt, gab es andere, aber die Leute, die tatsächlich Vertrauen in ihre haben jene, die die Fähigkeit besaßen, das einzusehen, verstanden, dass er in aller Weise sein Hauptinteresse war, hilfreich zu sein und dass er mit großem Mitgefühl die Fehler der anderen versucht hat zu zeigen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ein Gegenmittel anzuwenden, wenn es auch damit geschehen wäre, dass er sie mal ausschimpfen hätte müssen und dass er immer mit dem tiefsten mitfühlenden Herzensinteresse versucht hat, anderen zu zeigen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und so war er ein großartiges Wesen, der dieses Auge der Weisheit bei seinen Schülern hat öffnen können, von solchem überragenden Mitgefühl, dass er, wie es heißt, dass er ihnen gezeigt hat, Dharma zu sehen, was ist Dharma, was ist befreiende Information, was ist nicht. So wie Leute, so wurde als jemand empfunden, der von so großartiger Art ist wie der Sakya Pandita in seiner Wirkung. Und andere aber, die diese Fähigkeiten nicht hatten, wo man sagen konnte, dass sie diese Fähigkeit für höhere Lebenszustände und für Befreiung nicht in ihnen erweckt werden konnte. Solche Art Gurus, die hauptsächlich mit den 8 weltlichen Eigenschaften befasst waren, irgendwelche Herrscher oder Dharma-Führer oder solche mit falschen Ansichten und Klöstern und solche, die eben vorgaben, dass sie gut seien oder die als Gelehrte mit süßen Worten süße Worte versuchten zu wiederholen oder und die andere betören damit, dass sie sich als ehrbare Leute ausgeben, die tatsächlich aber schamlos und rücksichtslos handeln. Oder andere, die einfach behaupten, dass sie Yogis seien, ohne gleichwohl aber völlig inkompetent und schwach in ihrem Üben waren. So gibt es viele Leute, die mit dem Namen Dharma-Übende hier bekannt wurden oder sich bekannt gemacht haben. Aber was heißt es dabei, dass jemand Dharma übt?
Und sie hatten nichts anderes im Sinne, als dass sie auf ihn, in den Karmapa, schauten, als dass sie sagten, er versucht alle anderen zu ignorieren. Er schaut immer auf alle herunter. Und besonders Leute mit Vertrauen, die verachtet er und er übertreibt in jeder Hinsicht. Und er hat so viele Übertreibungen, dass er eine Schande ist für den Dharma und für die Individuen aus der Tagpo-Linie, aus der Shangpa-Kaki, Sakya, Gelug, Nyingma, Chö, Überlieferungslinie und so weiter. Er ist voller Übertreibungen im Hinblick auf das, was er über jene sagt. Es scheint, als ob er alle nur mit seiner Kritik überziehe und schmähe. Und entweder ist es das, was ihn umtreibt, oder wenn es ist, dass er einfach tatsächlich sich in jener Handlung übt, die das Abwerfen von Dharma selbst bedeutet. Also wenn man das mal genauer anschaut, jemand wie Mikyo Dorje war von seinem ganzen Charakter her jemand, der immer zu Unterweisung gegeben hat, in Einklang mit Dharma, ganz angemessen mit Rede versucht hat, das zu zeigen, was nötig ist, aus dem Gesichtspunkt dessen, was tatsächlich als befreiende Information wirksam ist. Und wenn andere Leute sagen, dass er nur Pseudodharma übe und dass er tatsächlich aber eigentlich den Dharma längst abgeworfen habe und solche Handlungskonsequenzen begegnen müsse, dann ist es genauso als wie in dem Prajnaparamita, wo es über das Karma des Dharma-Abwerfens die Rede ist. Wie viel auch immer die Toren jene unumkehrbaren Bodhisattvas und Dharma-Lehrer auch kritisieren mögen, und je mehr sie ihre Kritik und Schmähung steigern, desto stärker wird die Übung des unumkehrbaren Bodhisattvas werden. Da heißt es da auch in den Prajnaparamita-Texten, einige Toren werden sagen, das ist nicht Dharma, oder das ist nicht im Einklang mit der Lehre des Buddha, oder das ist nicht Vinaya und so weiter. Werden also Fehler aufzählen und werden in solcher anschuldigenden Weise sprechen. Aber wie viele auch immer kommen mögen, die solcher Art reden, je mehr sie auch schmähen und Fehler aufzeigen, beschuldigen, die Bodhisattvas werden in ihrem eigenen Üben und ihrem Streben darin nur noch stärker werden. Aus diesem Grund, das ist der Kernpunkt, den ich hier zeigen möchte, also diese Bodhisattvas oder echten Wesen, werden manchmal sehr kritisiert oder angeschuldigt. Und der Grund dafür, sie zu kritisieren, wenn sie nämlich ihre Dharma lehren und diese großartigen Wesen, dann haben sie es tatsächlich im Einklang mit dem Dharma zu tun, darauf zu achten, was wirklich tatsächlich befreiende Information ist. Und dann muss es die versteckten Fehler aufzeigen. Und die Leute, weil sonst können sie nicht selber nicht korrekt üben. Und solche Leute, die das dann sehen, die dann kritisieren, die sind dadurch beschämt, wenn sie diesen Fehler gezeigt bekommen. Und dann wird dieser Scham, diese Beschämung wird in einen Ärger sich verwandeln, und dann betrachten sie diesen Bodhisattva als Feind und werden sich gegen ihn wenden, um ihn zu beschuldigen, dass er das Falsche sage. Was diese Leute in den Sutras und Tantras genannt werden, das heißt, das ist der Mara oder das Übel, ein Götterkind zu sein.
Das ist, was wir darunter verstehen, wenn man sagt, Mara des Götterkindsseins, sich als Götterkind zu fühlen. Aus diesem Grund, das ist also die Vorgeschichte, die dahinter steckt, und so wird es bezeichnet. Aus dem Grunde sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir solche Leute treffen. Wenn wir über Maras oder Übel sprechen, dann ist das nicht so, dass das solche erschreckenden Gestalten wären, die irgendwelche Hörner auf den Schädeln tragen und mit fürchterlichem, dunklem Gesicht daherkommen, mit furchterregendem Aussehen oder sowas. Sondern es ist manchmal sehr viel schwieriger, sie zu erkennen. Tatsächlich ist Mara das, was uns davon abhält, vollkommene Allwissenheit des Buddha zu erlangen. Und die meisten Leute um uns herum, sind das nämlich in erster Linie Leute, die um uns herum sind, alltäglich. Und so könnten unsere Eltern oder Geschwister sein, dass sie in solcher Funktion für uns wirken. Es könnte sein, dass sie unter den Leuten sind, die mit uns zusammen Dhamma üben. Das wäre auch möglich. Es könnte sein, dass es sogar die Leute sind, denen wir Glauben schenken, von denen wir denken, dass sie gut sind. Sogar zwischen solchen Leuten könnten auch solche sein, die tatsächlich aber eigentlich die Absicht tragen, uns vom Dharma, von abzubringen. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, sondern dass sie haben halt den Einfluss auf uns, der in dieser Weise wirkt, dass er unsere Geistestrübung verstärkt. Und weil sie selber kontrolliert sind, sozusagen besessen sind von dieser Art von Geisteshaltung, tun sie etwas, über das sie selber keine Kontrolle haben, und bringen Schaden über andere Leute. Solche Maras gewissermaßen haben eine Fernsteuerung über andere. Und diese Fernsteuerung gewissermaßen bringt uns die Befehle, die uns dann zu dem bringen, was dann falsch ist zu tun. Von solchen Maras sollten wir uns in Acht nehmen. Nicht irgendein äußeres Ding, was da eine äußere Erscheinung, die uns gegenübertritt, sondern es ist eine Art von... Das ist nicht jemand, dem man einfach das Haus verbieten könnte, Hausverbot erteilen könnte, sondern das würde bedeuten, wir haben es eigentlich nicht richtig verstanden. Das nächste Wichtige, was zu verstehen gilt, ist, wie wir alle wissen, war zwischen all den verschiedenen Karmapas derjenige, die die größte Lebenswerk an Schriften hinterlassen haben, ist, das müssen wir sofort wissen, das wäre ganz wichtig. Können wir das sofort beantworten? Wer war derjenige, der die meisten Schriften hinterlassen hat? Größte Lebenswerk? Wenn wir auf die Geschichte schauen, dann wäre es der zweite Karmapa, Karmapakshi. Der zweite Karmapa, Karmapakshi. Wenn man über sein Lebenswerk an Schriften sprechen wollte, heißt es, dass er den größten Umfang hat, so viel wie die Kangyur, die Worte des Buddha selbst. Kangyur hat etwa 103 oder 104 Bände. Und so ist es auch mit seinem Karmapakshi. Sein ganzes Lebenswerk war ungefähr von diesem Umfang. Das sagt die Geschichte. Wir haben aber nicht alle von diesen Texten mehr zur Verfügung. Wir hatten hier einen, derjenige, der in Tsubo-Kloster mal gelehrt hat. Sagte, diese alte Bücherei die wurde zerstört, aber Karmapakshis, derjenige, sagte, Karmapakshis Werke waren von Fußboden bis zur Decke hingestapelt. So viele verschiedene waren sie. Ich weiß nicht, ob nicht einmal 10 davon noch übrig sind. Deswegen heißt derjenige, der unter den Karmapas den größten Umfang geschrieben hat, war Karmapakshi. Und der nächste danach war Mikhyel Dorje.
Da ist nichts verkehrt daran, das zu sagen. Die Deutsche hat in jungen Jahren viele hervorragende Schriften oder Lieder hinterlassen. Wenn er ungefähr im Alter von 20 Jahren alt, hat er Kommentare geschrieben. Kommentare zum mittleren Weg, zu Prajna, Paramita, Kommentar zum Vinaya und Abhidharma und mit 27 hat er einen langen Kommentar zum Abhidharma geschrieben und über verschiedene Aspekte des Mahayana und verschiedene Sutras hat er mit kommentiert. Mahayana und Tantra Kommentare sind von ihm übermittelt. Über Rituale, Sadhanas, Mandala. Hat viele Unterweisungen gegeben, die die Kernpunkte von all dem aufzeigen. In kurz, wenn man auf die Schriften schaut, die Michael Deutsche hinterlassen hat, dann sind es mehr als 20 dicke Bände. In Tibet, wo ich noch in Tibet war, habe ich einige von diesen Bänden gesehen. Riesengroße Bücher, schwer im Umfang. Sie waren so groß und schwer, dass jemand einzeln sie kaum tragen vermochte. 20 solcher großen Bände waren übermittelt. Und wenn man mal alles andere beiseite setzt, man würde nur mal über seinen Schreibstil sprechen. Hat er 3 Texte geschrieben, die wir als Ornamente bezeichnet werden. Sie sind Ornamente dessen, was sehr schwierig ist. Ich kann das nicht sofort erklären. Das ist also wie Rätsel, wo ein Wort in der Mitte steht und dann kann man von rechts lesen, von links lesen und wieder zum Anfang und vom Anfang zum Ende. Man kann es in jeder Hinsicht lesen, also kann diesen Text vom Anfang zum Ende oder vom Ende zum Anfang lesen und solche verschiedenen erstaunlichen Schriftstücke hat er hinterlassen, solche, die außerordentlich schwer zu schreiben sind, die zu verfassen sind, solche poetischen Ornamente hat er verfasst. Das zeigt, dass Michael Deutsche selber außerordentlich gelehrt und gewandt war in der Art der Schreibkunst. Es ist nicht nur, dass er einfach Bände verfasst hat und viel geschrieben hat, sondern auch der Inhalt. Viele, die haben später andere haben manchmal Kommentare geschrieben, die einfach sich nur an die Worte früherer Schreiber angelehnt haben. Aber Michael Deutsche hat sich niemand in dieser Weise verhalten, sondern er hat ist auf eigene Forschung sich verlassen und das untersucht und dann und hat gerade in seinen Kommentaren zum Mittelweg oder zum Pragya-Paramita, zum Abhidharma und Vinaya, wenn es da um die schwierigen Punkte zu erklären sind oder die Diskussionen, die darin enthalten sind, dann hat er sie in vollständiger, folgerichtiger Weise dort in aller Deutlichkeit dargestellt und hat die verschiedenen Sichtweisen darin aufgezeigt. Also sind sie nicht nur für die eigene Überlieferungslinie, Erklärungsgeschichte von großer Wichtigkeit gewesen, sondern diese Kommentare wurden zu gemeinsamen Juwelen oder wertvollen Schätzen für auch andere Traditionen, die sie mit großem Respekt behandelt haben.
Zum Beispiel hat er 5 wichtige Texte kommentiert, die viele auch in anderen Klöstern benutzt werden. Und ich habe von älteren Geshis erfahren, dass sie dann dass sie diese Kommentare als ergänzende Studiengrundlage benutzt haben und geschätzt haben. Wenn da mal die Zeit später ist, dann möchte ich gerne mal über die einzelnen Qualitäten dieser Texte, dieser Kommentare über Pragya, Paramita, Abhidhamma und Vinaya im Einzelnen zu sprechen kommen. In welcher Weise sie so großartig sind. Aber heute, was das Wichtige ist, was ich heute behandeln möchte, ist eins der kürzeren Texte, die er verfasste. Und dazu möchte ich eine kurze Einführung geben. Ich glaube, es ist gut, jetzt eine kleine Pause einzulegen. Und dann kommen wir wieder zurück darauf. So wie ich bereits vorher gesagt habe, war Gyalwang Mikye Dorje bekannt durch viele Werke, und unter diesen vielen Werken ist da eines besonders, was ich heute, ein kürzeres, was ich ein bisschen hier erläutern möchte. Der Text heißt Darlegung des unstreitigen Ursprungs von Lehre und Lehrer, Antwort an Einwände aus der früheren Übermittlung des verborgenen Mantra. Und der Inhalt dieses Textes ist im Kern, dass da Leute sind, die sagen, dass die Nyingma-Gruppe des Mantra-Übens ist nicht wirklich Dharma und ist nicht das eigentliche Dharma des Buddha. Und es ist dieser Text, den er geschrieben hat, Mikye Dorje, geht es darum, dass er zeigt, dass dies tatsächlich die Lehre des Buddha ist, und er zeigt es in Form von Widerlegungen und Einwänden. Und einige alte Handschriften dieses Textes sind mir in die Hände geraten. Das möchte ich euch kurz zeigen hier. Das ist der Text. Ganz alt Text. 2 alte Handschriften, der obere und der untere. Der obere scheint aus Drepung zu kommen. Da habe ich aus der Drepung Kloster oder Bücherei. Woher weiß ich das? Hat dieses Zeichen da oben. Das heißt so viel draußen. Das heißt, es ist ein Text, der außerhalb der Bibliothek ist. Das war zur Zeit des 5. Dalai Lama. Die mongolische Armee, die viele Tempel zerstört haben, und haben dann viele Texte nach Drepung gebracht, und dort wurde dann ein Verzeichnis erstellt, und sie haben alle diese Texte, die von draußen herankamen, also von außerhalb, haben sie mit einem solchen Zeichen versehen. Also ein sehr, sehr altes Manuskript, was aus dieser Zeit stammt, was vielleicht mehr als 360 Jahre alt. Und der untere Text von beiden, ich weiß nicht, wo er ist, das kann ich nicht sagen, ob er aus Drepung oder woanders ist. Der obere ist ganz klar aus der Drepung Bücherei. Viele der verschiedenen Schriften von Mikye Dorje. Warum habe ich jetzt hier die Gelegenheit nehmen, über diesen Text zu sprechen? Und das hat zu tun, hat eine bestimmte Verbindung zu diesem Thema hier. Das heißt, wird auch genannt der Samen der Ehrlichkeit. Und wegen dieses Werkes, in diesem Zusammenhang, gab es viele verschiedene
Leute, die darauf Bezug genommen haben, und deswegen ist es wichtig, vielleicht hier noch eine Erklärung dazu zu geben. Wenn es nicht mit dem heutigen Thema zu tun hätte, dann wäre es sicher nicht wichtig, das heute gerade darzulegen. Aber ganz allgemein muss man sagen, bevor wir überhaupt in diesen Text einsteigen, sollten wir kurz über Mikkel Dorjes Art da zu sprechen sein, wie seine Art war, miteinander zu reden und zu schreiben. Wir müssen verstehen, dass seine Gemütshaltung oder seine Charakterwahl der Art hat sich in all seinen Worten und seinen Gedanken und seinen Schriften niedergeschlagen. Da gibt es verschiedene Qualitäten oder Besonderheiten. Aber ganz allgemein könnte man sagen, dass Mikkel Dorje von seiner ganzen Wesensart her war sehr direkt. Er war eigentlich fast unverblümt und direkt. Was immer er auch dachte, hat er es sofort gesagt. Zu wem auch immer, ohne etwas zurückzuhalten. Er war keiner von zurückhaltender Art. Er hat es einfach gesagt, direkt, was ihm auf der Seele war. Und hat nicht daran gedacht, ob der andere das jetzt mag oder nicht mag, sondern wenn er also schreibt, wenn da irgendetwas ist, wo er gedacht hat, das ist nicht folgerichtig und schlüssig, wie auch immer großartig diese Leute waren oder berühmt oder und bekannt, er hat keinen Unterschied gemacht. Er hat dann eine Widerlegung geschrieben, einen Einwand dazu vorgebracht. Wenn man das weiß, wenn man da drauf schaut und man weiß diesen Hintergrund nicht, dann denkt man vielleicht, der Mann ist unglaublich dogmatisch in der Art und Weise, wie er da insistiert, weil er überall Einwände vorbringt, in allen Richtungen. Aber tatsächlich, jemand, der solcher Art spricht über mich, ist eigentlich nicht vertraut mit seiner Wesensart oder Charakter. Und für die es wissen, ist es so, wenn er einen Text verfasste, und dann hat er darauf geachtet, ob es die Absicht dieses Textes entspricht. Und wenn es die Absicht des Textes nicht entsprochen hat, dann hat er da eine Widerlegung geschrieben. Ob das seine eigene Lehrrichtung war oder jemand andere Erklärungsrichtung war, hat er keinen Unterschied gemacht. Okay, für seinen eigenen Hauptlehrer Santinembe hat er niemals eine Widerlegung vorgetragen, aber alle anderen, ob es Kamatelepa war oder Durmutashi, hat er, wo immer er auch das Notwendigkeit dazu sah, irgendeinen Einwand vorgebracht oder sogar solche, mit denen er zusammen selber die Philosophie, die Lehre studiert hat. Und wenn er dann in deren Worten etwas sah, was nicht in Einklang mit den Originaltexten war, dann mit der Absicht der Originaltexte, dann hat er da einen Einwand vorgebracht. Und er hat sich dann nicht gescheut, auch andere wohlbekannte Kagyu-Lehrer zu kritisieren, zum Beispiel seine eigenen Lehrer, zum Beispiel Shama Shichishakpa oder sein Lehrer Gyalo Shinupal und andere, die auch so eine enge Verbindung zu der Lehre der Kamakaki hatten, zum Beispiel wie der große Panchen Shakya Chokden. Und hat viele Einwände hat er vorgetragen und Widerlegungen zu bestimmten Aspekten von dessen Worten. So. Er war also in keiner Weise festgelegt auf seine eigene Lehrrichtung, die er damit hätte verteidigen und die anderen alle kritisieren wollen. Er würde niemals sich so verhalten, wenn er jemand wäre, der nur die eigene Lehrrichtung verteidigt und daran anklammert. Sondern was für ihn die Rolle spielte, war, ob etwas mit der Intention des eigentlichen Originaltextes übereinstimmte oder mit den Worten des Buddhas. Und dann hat er entsprechend
Er hat seine eigenen Texte zitiert, wenn die missverstanden wurden und so weiter. Er hat in kurz gesagt, wenn er immer einen Kommentar zu etwas schrieb, dann hat er zwischen dem, was man das Individuum oder den Autor bezeichnen könnte, oder den Inhalt, nämlich den Dharma, hat er immer dem Dharma den Vorrang gegeben und hat sich in seinen Kommentaren daran gehalten, ob das, was darin enthalten ist, in Einklang mit Dharma ist oder nicht. Also ob es ein Text ist oder irgendein Gelehrter ist und so weiter. Er hat sich nie zurückgehalten, auch große, bekannte Lehrer mit entsprechenden Einwänden entgegenzutreten. Seine Hauptintention war jeweils, in dieser Weise die Details der Gedanken und der Weltsicht zu verfeinern und zu erforschen. Das war nicht, dass er irgendeine Abneigung gegen diese Person gehabt hätte. Diese Worte hatten nichts mit für oder gegen diese Personen zu tun, sondern waren eigentlich dazu gedacht, tatsächlich die feinen Unterschiede in der Sichtweise darzulegen oder offenzulegen. Hat also nichts damit zu tun, aber wenn er jetzt also großartige Gelehrte wie Sakya Pandita, Dorbupa, Bodong Panchen, Tsongkhapa und so weiter, Tsongkhapa oder andere tibetische Gelehrte mit solchen Einwänden bedacht hat, dann war das nie damit zu tun, dass er in irgendeiner weltlichen Weise eine Abneigung oder Zuneigung hier ausdrücken hätte wollen, sondern er hat alle diese Leute an anderer Stelle, wie in einem Text, der heißt die Preisung der 5 großartigen Wesen, welche die Lehre des Buddha in Tibet verbreitet haben, und verschiedenen Liedern hat er ganz deutlich gemacht, dass er eine große Wertschätzung gegenüber all diesen empfunden hat. Also darum ging es nicht, sondern es ging um die Einzelheiten in den Texten, die er versucht hat, genau klarzulegen. Und er hat sich genau an die Worte des Buddha gehalten, die nämlich die Aufforderung darstellt, sich mit eigener Intelligenz dem zu widmen, was die Lehre des Buddha ist, und zu erforschen und zu prüfen. Und das, was dann in den Augen der eigenen Intelligenz und der eigenen Erforschung sich als richtig erweist, das zu übernehmen. Und wenn es uns nicht folgerichtig erscheint, nicht mit dem eigenen Einsicht übereinstimmend, nicht verständlich erscheint, dann muss man eben einen Einwand hervorbringen. Das wird in den verschiedenen, der Sammlung der Lieder sehr deutlich. Und dann kann man sehr schön sehen, welcher Gemütsverfassung und welcher Wesensart er war. Dass er voller tiefem Vertrauen für alle diese großartigen Wesen in Tibet waren, die dort die Lehre des Buddha vertreten. Hat sich in keiner Weise als irgendwelche Gegner gesehen, Feinde, die in irgendeiner Weise zu widerlegen werden und so weiter. Er war einfach sehr neugierig. Was merkwürdig ist bei dem Ganzen ist, dass, obwohl er in jede Richtung eigentlich nie sich zurückgehalten hat, seine Kritik vorzutragen, da wo er sie für angemessen gehalten hat, dass gerade bei der Widerlegung des mittleren Weges, Texte, Madhyamaka-Texte und so weiter, hat sich das nachher nie so dargestellt im Rückblick in der Geschichte, dass gesagt wurde, Mijie Dorje hatte eine Abneigung gegen Sakyas oder Mijie Dorje hatte eine Abneigung gegen Gelupas. Sondern was hängen geblieben ist, seltsamerweise, ist, dass es heißt, Mijie Dorje habe die Nyingma-Lehre widerlegt. Und deswegen gilt es wichtig, das hier etwas genauer anzugucken. Der Grund dafür liegt, dass wie ich das bereits vorher gesagt habe, dass als Mijie Dorje ungefähr 46 Jahre alt war, und das war 2 Jahre bevor er starb, nämlich mit dem Alter von 48, da gab es ein Ereignis, da gab es einen Brief, der sich verbreitete und der mit dem Namen Mijie Dorje gezeichnet war, der überall sich in allen Richtungen verbreitete. Dieser Brief war
Einwand, eine Widerlegung dass Nyingma Tantra mit dem Buddha Dhamma in Einklang sei. Es war eine Widerlegung von Nyingma Tantra. Und diese hat sich in Yuzhang, in der ganzen Zentralgebiet verbreitet und viele Leute haben ihn daraufhin kritisiert. Und viele Leute waren darüber sehr erzürnt. So, der Kern ist hier, hat Mikhail Dorje diese Widerlegung von Nyingma Tantra geschrieben? Und falls es so war, warum hat er diese Widerlegung geschrieben? Und falls er es nicht geschrieben hat, warum kommt so ein Brief überhaupt in Umlauf? Wenn es etwas war, das er nicht selber getan hat. Aber dieser Brief vorgab, von Mikhail Dorje verfasst zu sein. Wie kommt das dazu? Das muss man verstehen. Um das zu verstehen, müssen wir den Anfang dieses Textes schauen. Oben ist das Original. Das ist sehr lang. Wenn man diese lange Seite da hier auf dem Bildschirm versucht darzustellen, da kann man das nicht mehr lesen. Ich habe der rote Text darunter, ist das, habe ich dann hier unten in diesem rot geschriebenen Text abgeschrieben. Vielleicht sollte ich es vorlesen. Vielleicht sollte ich es lesen. Weil da jemand ist, der den Namen Karmapa, meinen Namen Karmapa benutzt hat und eine falsche Widerlegung des falschen Mantras geschrieben hat, gezeichnet mit dem Tibeter Mikhail Dorje. Ich verstehe nicht, wer der Autor ist und welche Absicht dieses Individuum das geschrieben hat, aber es hat in Yuzhang, in der Zentralgebiet, viele Leute dazu gebracht, mit großem Hass uns zu betrachten und darüber zu reden und falsche Ansichten zu verbreiten und diese mit beleidigenden Worten sich zu äußern, um solche Art von Untaten weiter in ihrer Verbreitung zu verhindern, muss ich darüber sprechen. Also darauf wird ganz klar, dass er das selber nicht geschrieben hat, sondern dass jemand seinen Namen benutzt hat, um diesen Brief zu schreiben. Und er sagt, er weiß nichts darüber. Er sagt ganz klar, ich verstehe nicht, wer das geschrieben hat und warum er das geschrieben hat. Aber er behauptet, Mikhail Dorje zu sein. Er nimmt sozusagen seinen Namen in Anspruch. Und wenn man weiter in den Text hineinschaut, dann wird es noch deutlicher. Darin heißt es später geschrieben, alles, was darin geschrieben ist, in diesem angeblichen Text, in diesem Brief, von den Worten angefangen, geschrieben durch den Karmapa in Nyemo aus seinen Unterhaltungen mit dem Tetru Lama Dzogchenpa bis hin zu dem letzten Wort, wo es heißt, im Jahr der Ratte möge alles heizungsvoll sein, ist alles komplett falsch. Warum ist es falsch? Wenn wir es mit einigen anderen Anmerkungen verbinden, dann ist es gut verständlich. Ich war in Nyemo, aber in diesem Platz in Tetro gab es niemanden, der mit dem Namen bekannt war, Tetru Lama Dzogchenpa. Wie können dann solche Unterhaltungen mit dem Tetru Lama Dzogchenpa übermittelt sein, wenn es so überhaupt niemand gegeben hat und ich ihn nie getroffen habe? Also insofern ist das schon eine offensichtliche Lüge. Und das, was in diesem Brief genannt wird, heißt es in dem männlichen Jahr der Holzratte, es sei er, der Karmapa, dort in Nyemo gewesen und habe sich mit diesem Lama unterhalten. Und vielleicht ist es ein Schreibfehler, aber wenn man das genau hinschaut, Mikhail Dorje ist im Feuer Hasenjahr geboren. Und zwischen diesem Feuer-Hasenjahr bis hin zu dem Alter von 48, das war also das Holz-Tiger-Jahr, da gab es dazwischen überhaupt kein Holzrattenjahr.
Also dieses, was dort in diesem Brief als Holzrattenjahr genannt ist, kann sich eigentlich nur um das Jahr der Wasserratte gehandelt haben, und das entspricht genau dem Alter von 46, seinem Lebensalter von 46, im 9. großen Zeitzyklus. Und der Grund dafür, das sozusagen, ist, dass wir in diesem Text, der genannt wird, das Fest der Gelehrten, oder bei dem anderen, der heißt die Widerlegung genannt, der Keim der Ehrlichkeit, das in dem Wasserochsenjahr geschrieben ist. Dann muss dieser Brief ungefähr dann müsste diese Widerlegung ungefähr 1552 im Jahr der Wasserratte geschrieben worden sein, zu dem Alter, als Mithridates 46 war. Weil er in 1554 in dem Jahr, und dann heißt es später, 2 Jahre später, in dem Jahr des Holzpferdes. Das müsste aber ein Fehler sein. Am Ende heißt es, okay, danke. Weiter heißt es dann, ich muss das aber nicht alles hier vorlesen. Die Bedeutung von all diesem Text hier, der Kernpunkt, den ich hier darlegen möchte, ist, wenn jemand anderes seinen Namen sich genommen hat und dann so eine Widerlegung der Nima-Tradition geschrieben hat, dann heißt es nichts anderes, als jemand sehr neidisch auf Mithridates war. Und aus dieser Eifersucht heraus, die das großartige Wirken von Mithridates betrachtet hat, und wollte irgendetwas tun, um seine Aktivität zu schaden. Das heißt auch in dem Platz, wo er das niederschrieb, diesen Brief und diesen Text, und wer das aufgeschrieben hat, ist hier auch, das ist Karma Tenlechigme. Karma Tenlechigme war für Mithridates. Da gibt es einen Guru, Lama Tenle, und einen Schüler, Karma Tenle. Also wenn man Karma Tenle Pa sagt, dann wissen wir nicht, ob es der Lehrer oder der Schüler ist, dann kann man das verwechseln. Der Lama Karma Tenle Pa ist derjenige, von dem er Philosophie erlernte. Das war jemand, der die Sakya-Tradition der Textübermittlung und der Kagi-Übermittlung vertrat. Er war zunächst ein Sakya-Schüler und dann später einer, der die Richtung der Kagi-Ba übernahm. Und er war sehr, sehr bekannt in der Weise, dass er die Kagi-Lehre weitervermittelt hat. Da gab es also noch einen Tenlepa, 2 Studenten, 2 Schüler von ihm, Karma Tenlepa. Oder 2 Karma Tenlepas, und der zweite ist der Schüler Ein Karma Tenlepa ist der Lehrer und der zweite ist der Schüler. Bis daran, Sunam Tenzin mit Namen. Der hielt sich in Tsopo-Kloster auf. Und der zweite Karma Tenlepa war Karma Jigme Tenle Depa. Das war sein vollständiger Name. Und er war sehr in Poesie geschickt, Verfassen von Versen und so weiter. Mithridates selber war auch sehr
geschickt in Versen. Und er ist auch sehr gewandt im Vajrayana Texten und Ritualen als Vajra-Lehrer, Vajracharya. Und der zweite Kamadenipa wurde vielfach gerühmt durch den 5. Dalai Lama. Das war derjenige, der hier als Diener für ihn diesen Text aufgeschrieben hat. Das ist derjenige, der durch den 5. Dalai Lama in Worten gepriesen wird. Der zweite Kamadenipa, der hier als Schüler half, den Text von Michi Dorje aufzuschreiben. Michi Dorje hat es in seinen eigenen Widerlegungen und der Antwort ganz klar gesagt. Er sagte zuallererst, diesem Text, der heißt das Fest der Gelehrten von Parvazula Tengwa, da gibt es eine Passage darüber, da war er eingeladen und da gab es diesen Text, während er dort eingeladen war, gab es einen Text, der da zirkulierte, der unter Michi Dorjes Namen eine Schmähung der Nyingma-Tantras bedeutete. Wenn Michi Dorje sich in Champaling, während er sich dort in Champaling aufhielt, aufgrund der Einladung dort anwesend war, dann war zu diesem Zeitpunkt wurde dieser Text bekannt und all die Nyingmas der Gegend haben sich von Michi Dorje abgewandt. Aus dem Grunde hat Michi Dorje sich veranlasst gesehen, eine Antwort auf diesen Brief zu schreiben. Also zwei Sachen, die zu sagen sind. Dieser ursprüngliche Brief mit den Einwänden war von jemand geschrieben, der den Namen nur gestohlen hat. Und der zweite Text ist die Antwort von Michi Dorje auf diesen Vorfall. Es gab noch einen anderen Text, den er verfasst hat, das heißt, die falschen Sichtweisen zu entfernen. Und darin heißt es, da ist jemand, der den Namen Michi Dorje gestohlen hat und auf Grund dieses Briefes sind viele, die in Nyingma Tantra ein großes Vertrauen hatten, sind sich ihrerseits von Michi Dorje abgewandt. Deswegen hat Michi Dorje eine sehr ausführliche und eingehende Widerlegung dieses Briefes geschrieben. In diesem Fest der Gelehrten genannten Text von Parvazula Tengwa heißt es dazu, dass Michi Dorje eine Antwort auf die Leute gab, die mit diesem Brief haben zirkulieren lassen. Worin es heißt, dass dieser Brief, der die Mingna-Lehre zu widerlegen versucht, und mit Michi Dorje gezeichnet ist. Und dann hat er daraufhin den Text, den Keim der Ehrlichkeit verfasst. Und auch in dem Katalog der Texte von Michi Dorje verfasst durch den Sharma Khönchar Yenlag V. Darin heißt es, dieser Text, Keim der Ehrlichkeit, der auch mit den Namen trägt, die unstrittige Darlegung der Herkunft von Lehrer und Lehre, eine Antwort auf Einwände im Hinblick auf die frühere Übermittlung des verborgenen Mantra, also der Nyingma-Tradition. Das zeigt, dass er selber eine solche Widerlegung geschrieben hat. Da findet sich also dieser Text schon aufgezählt mit Namen in dem Katalog des 5. Sharma.
Wenn wir das betrachten, aufgrund dieser Vorfälle, die ich bereits erwähnt habe, ist es so, dass Mikhail Dorje und seine Schüler die sagen, dass dieser Brief, der die Nyingma-Tradition zu widerlegen versucht, dass dieser Text nicht von Mikhail Dorje verfasst, sondern von jemand anders gefälschterweise in Umlauf gebracht wurde. Und gleichzeitig, dieser Vorfall ist sehr bekannt in der Geschichte des Dharma in Tibet. Und viele der Gelehrten, besonders die der früheren Übermittlungstradition Nyingma, haben den Glauben gehabt, dass dieser Brief tatsächlich von Mikhail Dorje verfasst worden sei. Und sie hatten noch nicht einmal einen Verdacht, dass dieser Brief nicht von Mikhail Dorje war, haben es einfach so für bare Münze genommen. Sie haben es einfach so hingenommen, als ob dieser Text tatsächlich von Mikhail Dorje sei. Und haben natürlich dann sehr entschieden sich dagegen verwahrt. Also wie ich bereits oben gesagt habe, die Lehrer der älteren Traditionen in Tibet, die diesen Brief zu lesen bekamen, hatten nicht den kleinsten Zweifel daran, dass dieser Brief tatsächlich von Mikhail Dorje stamme und sie haben darauf eine entschiedene Ablehnung verfasst. Sie haben keinen kleinsten Zweifel daran gehabt. Sie haben keinen Zweifel ausgedrückt, dass dieser Text von Mikhail Dorje verfasst worden sei. Und ein Grund dafür mag sein, da gibt es mehrere mögliche Gründe, dass diese Gelehrten wahrscheinlich haben sie die Antwort an diese Widerlegung an diesen Brief durch Mikhail Dorje wahrscheinlich nicht gelesen hatten. Dann wäre es völlig klar gewesen, dass dieser Brief eine Fälschung gewesen und nicht von Mikhail Dorje stammt. Aber wahrscheinlich haben die meisten dieser Gelehrten seine Antwort nie zu lesen bekommen. Und diese Widerlegung, die angeblich von Mikhail Dorje stammen, haben sie niemals angezweifelt anscheinend, ob sie denn wirklich von ihm stammen. Das zeigt entweder sehr klar, dass sie seine Antwort auf diesen Brief nicht gelesen haben. Es ist also durchaus möglich, dass sie diesen Text nie zu sehen bekamen. Das ist eine Möglichkeit. Oder alternativ dazu wäre es denkbar, dass zu jener Zeit, als dieser Brief sich da verbreitete, der behauptete, von Mikhail Dorje zu sein. Und das war eine gute Gelegenheit für sie, nämlich ihre ganze Kraft der Gelehrsamkeit in die Waagschale zu werfen, um diese Einwände vehement zu widerlegen. Und vielleicht haben sie dann haben sich deshalb gar nicht darum geschert, ob dieser Brief wirklich von Mikhail Dorje kam oder nicht. Und es war einfach ein guter Anlass dafür, ihre Gelehrsamkeit zur Schau zu stellen. Das ist auch möglich. Und der Grund ist, weil Mikhail Dorje zu jener Zeit ein sehr bekannter Lehrer war, der von großem, weitreichenden Wirken. Und wenn man eine Antwort auf ihn schreiben kann, dann kriegt man selber ein gewisses Maß an Berühmtheit. Also das hätte also auch alleine schon einen Nutzen für die Nyingma-Lehre bedeuten können, dass sie dadurch eine Widerlegung schreiben können auf jemanden, der so ein bekannter Lehrer ist.
Vielleicht haben Sie aber auch dann, wenn Sie diesen Text, seinen Einwand, nämlich Mitteldeutsches Antwort auf diesen Brief gelesen haben, vielleicht einfach getan, als ob Sie ihn nicht gelesen hätten, um nämlich die weitere Gelegenheit zu haben, dann eine vehemente Ablehnung dieses Briefes zu verfassen. Also, kurz gesagt, man ist möglicherweise, haben Sie diesen Brief niemals, seine persönliche Antwort darauf niemals zu sehen bekommen, hätten erkannt, dass es eine Fälschung ist, oder Sie haben diesen Brief, diese Antwort gesehen, aber haben behauptet, dass Sie es nicht gesehen haben. Das können wir nicht so einfach entscheiden. Um das zu entscheiden, müsste man die Texte dieser Einwendung, dieser verschiedenen vehementen Widerlegungen dann oder Einwände alle miteinander vergleichen und gucken, ob sie einem gewissen Schema folgen und ob da welche tatsächlichen inhaltlichen Ähnlichkeiten da sind, ob sie mehr der Antwort von Mitteldeutsche entsprechen oder ob sie diesem falschen Brief widersprechen. Und da wäre natürlich ein großes Maß an Forschung dazu notwendig, um diese Texte alle miteinander zu vergleichen. Ohne das können wir da keine eindeutige Antwort geben. Die Antworten, die diejenigen Lehrer gegeben haben, der Nyingma-Tradition, zum Beispiel hier als erstes Chogyam Natsok Rangdrol, er war zu jener Zeit ein wohlbekannter Gelehrter und auch einer, der gut war in Übung und auch Karma Shinto Enlak sehr bekannt war. In dem Jahr nach Mitteldeutsches Fortgehen, 1555, hat er einen Text geschrieben, der heißt die leuchtende Dharma-Weite, eine Antwort auf Fragen gestellt durch den Gyalwang Karmapa in seinem offiziellen Brief, wobei er unterstellt, dass tatsächlich Mitteldeutsche der Verfasser dieses zirkulierenden Briefes gewesen ist. Dann 3 Jahre nach dem Fortschreiten von Karmapa, Mitteldeutsche, gibt es einen weiteren Text, der Dakterdüte Khenrab, der einen Text verfasst hat, dann die Kette der Juwelen, eine Antwort auf Fragen nach dem Ursprung des Buddha Dharma. Er hat alle 26 Punkte dieses Briefes darin beantwortet. So, insofern wird es eine Geschichte des Nyingma Tantras. So, wenn Kyabje Düdonamiti später seine eigene Dharma-Geschichte verfasst hat, hat er viele Passagen aus diesem Text zitiert. Und die Guru Tashi Dharma Geschichte heißt es, oder auch Guru Tashi genannt. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, da gab es eine Nyingma-Dharma-Geschichte, die Yakti-Dharma-Geschichte genannt ist. Dieser Text war von Tulsing Khenrab Gyatso, aber ich habe ihn selber nie in Händen gehabt. Und der Hauptunterschied zwischen diesen Quellen ist, der Hauptpunkt dabei ist, dass er der Meinung ist, dass diese Widerlegungen des Nyingma-Tradition niemals von Mitteldeutsche selber geschrieben worden sind. Die meisten anderen Gelehrten haben das einfach so hingenommen und vorausgesetzt, dass dieser Brief, der da zirkulierte, von Mitteldeutsche selbst verfasst worden ist. Ich muss das nicht alles von vorne her lesen, aber in dieser Stelle, bei ihm heißt es hier hingegen, ja, dass Mitteldeutsche ununterscheidbar war von der Weisheit des Padmasambhava und seine einzige Motivation war, mit die falschen Vorstellungen der Lehre in der Kagyu Nyingma-Tradition ausräumen zu helfen. Und dieser Tetu Dzogchen war also ein
ein Gegenstand in seinem Text oder ein Anlass, um die Übung der Tantras, der Samaya und Substanzen und so weiter, also weiter zu diskutieren. Ja, also diese Fragen in Gang gebracht hat, war eigentlich ein Schüler von Meiji Dorje, Khenpo Tokün Gang, Gendun Gang Penchen, Nawan Kungat, Gendun Gang. Das Kashmir-Pandits Shakya Shri-Tradition aufrechterhielt. Und darin heißt es, dieser Brief war niemals von Meiji Dorje geschrieben. Viele sagen, dass er von Meiji Dorje verfasst worden sei. Und da sind darüber sehr betrübt. Und es haben ihn aufgefordert, eine Gama-Geschichte zu schreiben, um das eben klarzustellen, um die Katyonima-Tradition in ihrer Geschichte zu erklären. Eine andere Person ist da, Benjin, schreibt, man sollte eine Dhamma-Geschichte schreiben als Antwort auf die Fragen, die hier gestellt sind, im Hinblick auf den Nutzen für die Lehre und im Allgemeinen und Besonderen. Und das auch erfreulich wäre für Meiji Dorje. Daran sieht man, dass er nicht den Glauben verfallen war, dass dieser Brief, der da zirkulierte, tatsächlich von Meiji Dorje verfasst war. Das waren also Leute, die direkt eine Verbindung zu Meiji Dorje haben und sie es niemals für wahr gehalten haben. Äh, 22 Jahre nach dem Fortschreiten von Meiji Dorje, da gibt es Dr. Park Gyaltsen, der schreibt in einem Text genannt Der Donner der Schrift und Logik, und eine Antwort auf Karmapa Meiji Dorjes Fragen zur Nyingma-Überlieferung des verborgenen Mantra. Er schreibt dazu, er nimmt es an, dass Meiji Dorje tatsächlich diesen Brief geschrieben habe. Und der Grund, den er dafür anführt, den er sich vorstellt, ist, dass er die Nyingmas dazu anregen wollte, tatsächlich ihn weiter sich zu vertiefen mit ihrem Studium und der Übung ihrer eigenen Übermittlungslehre. Dann heißt es in der allwissenden Karmapa Meiji Dorjes Brief über die angeblichen, diese Unterhaltung zwischen dem Tetra Lama Gyaltsen und dem, sind viele Zitate darin erwähnt, von Schriften und so weiter. Und darin heißt es hier in den Tagen des Norden von Uro und und andere Emanationen von Maris und so weiter, solche Worte. Ich kann mir wie auch immer, jedenfalls in diesem Text, warum schreibt er diesen Text? Er schreibt darin, warum hat Meiji Dorje das verfasst? Er hat es gemacht, um die Nyingmas zu inspirieren, darin, dass sie mehr Aufwand und Herzensblut da hineingeben, ihre eigene Lehrübermittlung zu verstehen, sie zu studieren und darin zu üben und so weiter. Das ist der Hauptgrund, die schwierig verstehbaren Punkte innerhalb der Nyingma-Tantra-Lehre herauszustellen. Und so heißt es aus Oktober in seiner Antwort zu diesen Widerlegungen, bevor er seine eigene Widerlegung schrieb, hat er 3 Antworten anderer Autoren gesehen. Und 3 von denen, und darin hat er gesehen, und die haben nicht verstanden, was eigentlich Meiji Dorjes Aussage darin war. Sie haben es als überflüssig oder bissig Bemerkungen aufgefasst.
Und er sagt, er gibt eigentlich, Michi hat diese Hinweise und Widerlegungen nicht verfasst, um bissig und sarkastisch oder Überflüssiges zur Kenntnis zu geben, sondern er hat sie nur verfasst, um die Nyingma-Tradition anzuregen, ihre eigene Lehre gründlicher zu betrachten. Im 17. Jahrhundert gibt es einen Text des 5. Dalai Lamas, mit der die Befreiungsgeschichte des Tatien Sotan. Ich muss nicht die gesamten Text hier vorlesen. Da sagt es darin, manchmal reißt es mit jeder sein. So, in dieser Geschichte von Satyendra kommt es heraus, dass Satyendra dem Glauben verfällt, dass eben Michi dort jemand von unstetem Gemüt ist, dem man kein Vertrauen schenken dürfe. Und der 5. Dalai Lama seinerseits nahm es als gegeben hin, dass dieser Brief von Michi Dorje war. Und er schreibt auf der anderen Seite in der Belehrung, die er selber empfangen hat, auch der Karmapa Rangchen, dort ist Instruktionen über den äußeren Tantra-Zyklus sind, Ati-Zyklus sind von der großer, erstaunlicher Erfahrung und ist nicht so, wie Mikkel Dorje es sagt, wie er es als Mikkel Dorje in einer späteren Inkarnation sagt. Und in einem anderen Text heißt es dazu, und ich sagte, in dem 5. Dalai Lama sagt, dass in Karmapa Rangchens dort die Instruktionen von solcher großartiger Kraft und Erklärung sind über die Nyingma-Tradition, dass Nyelam Chalwa Chakchen darin ein Erwachen erfuhr. Aber das ist ganz anders als das, was er in einer späteren Inkarnation als Michi Dorje sagt. Und daraus kann man ableiten, dass er dem Glauben verfällt, dass Michi Dorje eine Abneigung gegen Nyingma-Tradition habe und sie versucht hatte zu widerlegen. Und dass er darüber auch nicht ganz froh war. Im 18. Jahrhundert gibt es dann einen weiteren Text, einem Lehrer namens Token Chuji Nyingma. Das heißt,
insbesondere ist da ein Kuku Palati und ein Trikung Paladin, die verschiedene Beweise anführen, warum die Nyingma-Lehre keine echte, wahre Lehre des Buddhas sei. Und Sakya Chokchen und der Karmapa Mithyodaje folgen diesem Beispiel. Also diese Widerlegung der Nyingma-Tradition sei also von Mithyodaje verfasst. Im 19. Jahrhundert ist ein Guru Tashi, diese Geschichte, die tatsächlich vom Namen heißt, das Meer der erstaunlichen Geschichten, weil es ist das Herz der Weisen erfreut, und also auch Guru Tashi Dharma Geschichte. Und daran heißt es das 8. Dharma und Karmapa. Er sagte, der 8. Karmapa hat den Tanakh-Lehrzyklus von Khyaltsab Tashinamchal studiert und hat die Satana geschrieben, die 8 Karmapas, die 8 Shanks und der 8 Formen von Guru Rinpoche und so weiter. Das zeigt, dass er eine ganz reine Sicht dieser Lehre hat, und dass da jemand, der das ist ein Lehrer, der die Nyingma-Tradition in der Tiefe verstanden hat. Und nur um die kleingeistigen Wesen zu widerlegen, hat er sowohl diesen Brief geschrieben, wie auch eine Antwort darauf. Er sagt, dass beides von ihm verfasst sei. Er nimmt also an, dass Mithyodaje diese Antwort auch geschrieben hat, die nämlich, also dass beides von Mithyodaje verfasst worden sei. Einerseits der Brief, der diese Nyingma-Tradition widerlegt, die Einwände gegen die Nyingma-Tradition vorbringt, wie auch die Antwort darauf. Und das ist in der sogenannten Keim der Ehrlichkeit genannten Text von Mithyodaje ganz klar enthalten, sagt er. Also es ist ein 19. Jahrhundert-Text, ein Dzogchen Khenpo Padma Vajra, in Fragen über Zweifel, die nicht verstanden worden sind von Mithyodaje. Wenn er stellt Fragen darüber, Zweifel, dass er die Gründe nicht verstanden habe. Und er schreibt auch über die Antwort, das heißt, an diese Einwände gegen die Nyingma-Tradition von Tsogtrugpa, ja, also auch ein Text, den er darin erwähnt. So, ich habe eben über den Dzogchen Khenpo Pema Vajra gesprochen. Das ist etwas, was ich euch morgen noch weiter zeigen werde. Gibt es von Jamgon Mipam Nyamjal verfassten Text der Vajra-Juwelenkette. Sind eine Untersuchung der 3 Fragen, die mit Befreiung zu tun haben. Ich muss das nicht alles im Einzelnen vorlesen. Aber was ich herausstellen möchte, ist, dass er zuallererst begann, damit die Shentong Weltsicht zu studieren, und später und dann gibt er eine Antwort hier in seinem Text und sagt, ihr seid doch nicht mal in der Lage, eure eigene Tradition zu vertreten.
Und eure eigene Shentong-Sichtweise wird von anderen übernommen. Ihr seid unfähig, ihre eigene Lehrrichtung zu vertreten. Das ist ja, eine schamlose Haltung. Und du scheinst wie ein höherer Tulkur und vielleicht kannst du tun, was du willst, aber dass du nicht deine eigene Lehrrichtung aufrechterhalten kannst, scheint eine sarkastische, bissige Bemerkung zu sein. Er erwähnt nicht Mikhail Dorjes Namen, aber der Sarkasmus scheint in Richtung auf Mikhail Dorje zu zielen. Was wir hier verstehen müssen, ist, dass da zwischen Rangtong und Shentong der Unterschied gemacht wird und in seinen Werken schreibt Mikhail Dorje, in einigen speziellen Werken schreibt er darüber. Zu Nyingma Tantra, da ist dieser falsche Brief. Der ist die Nyingma-Tradition widerlegt. Und dann gibt es einen anderen Dialog mit dem Kyatön Jatava in seinen gesammelten Werken von Mikhail Dorje. Er sagt darin, dass sowohl in der Nyingma wie auch in der Kagyu-Tradition, die sagen, dass die Mikhail Dorje sich von der Lehrmeinung der früheren Karmapas abgewendet haben und diese nicht aufrechterhalten. In den gesammelten Texten heißt es, diesen Dialog mit Kyatön Jatava, und da ist die Frage, die Kyatön Jatava gestellt hat, gibt es eine Statue von Terten Sangye Nyingpa. Du hast die zerstört. Nicht nur zerstört, zerstört und es wurde behauptet, dass du die Person warst, die es zerstört ist. Ist das wahr? Diese zornvolle Guru-Statue von Terten Sangye Nyingpa, die war tatsächlich aber schon zerbrochen, hatte verschiedene Stellen, die nicht in Ordnung waren. Und später, als wir den Tempel dort restaurierten, wir hörten, dass sie gebrochen sei. Aber solange ich habe nie davon gehört, erst davon vernommen, als sie schon wieder restauriert war. Mit den Leuten. Wenn das aber während der Restaurierung des Klosters zerstört worden sei und dann später wieder repariert, dann und hat das Mikhail Dorje dafür kritisiert. Und so sieht man, dass viele Leute immer aus der Nyingma-Tradition wiederholt Mikhail Dorje kritisiert haben. Das sind die also es wird später behauptet in der Kamsan-Tradition, dass Mikhail Dorje sich gegen die Nyingma-Tradition verwehrt habe. Viele Kamsan-Anhänger hatten keine große Ausbildung, kein gutes Verständnis. Die haben einfach viele alte Praktiken als Nyingma-Praktiken bezeichnet
ohne großes Wissen darüber zu haben, von welcher Tradition es überhaupt kam. Während der Zeit des 9. oder 10. Karmapa, da gab es viele Leute, die sagten, dass Karmapa sich gegen die Nyingma-Tradition entschieden habe. Das ist die Situation in der Karma-Kansan-Tradition, dass Mijie Dorjis das sehr seltsam aussah, dass viele von der Außen her, wenn sie darauf schauten, nicht wissend, dass dieser Brief nicht von Mijie Dorje war, dass es sehr viele solche Vorfälle gab und Probleme. So, ob jetzt Mijie Dorje seinerseits die Shentong-Lehre gelehrt hat oder nicht, darüber werde ich in einem anderen Zeitpunkt sprechen. Oder ob er diesen Brief geschrieben hat oder nicht, diesen Brief der Einwände, da ist es ganz klar, dass er diesen Brief nicht geschrieben hat und die Gründe habe ich dafür bereits dargelegt. Als nächstes sollte ich eine Zusammenfassung davon geben, aber es gibt heute keine Zeit dafür, diese Zusammenfassung zu geben. Ich werde es also versuchen, morgen nachzuholen. Vielen Dank, das reicht für heute. Als die Wünsche und Widmung.